Ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Sonne und Mond. Wieder heute unterwegs hier im Canyon. Endlich mal. Das heißt, die wird die Folge sein, wo wir ja, einen großen Kampf zu bestehen haben. Plus, wie ich hoffe, auch noch Volt entwickeln werden. Naja, mal schauen. So, ich glaube, hier durfte ich schon das letzte Mal hin. Okay. Und rein in den Canyon. Und ab hier, Freunde, können wir eben da halt Akku entwickeln und Magneton zu Magnezone. Ich glaube auch Nasknet zu ja, Nosepass. Fällt mir gerade der englische Begriff ein. Ah ja, ihr wisst schon. Wie ist die Entwicklung schon wieder? Nasknet. Voluminas, genau, dankeschön. Ja, hier ist Hapu. Ihr könnt euch schon denken, was passieren wird. Ist alles glatt gegangen? Ja. Auch wenn Michael mir wieder aus allerlei Schwierigkeiten heraushelfen musste. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Mein Großvater hat schon immer gesagt, ohne gegenseitige Hilfe kommt man nicht weit im Leben. Als Mensch nicht und auch nicht als Pokémon. Hehe. Palmbro. So will Lilith von deinem Können schweren reizen, mehr gegen dich anzutreten, Michael. Da trifft es sich ja gut, dass gerade mal eine große Prüfung ansteht. Ich mag vielleicht Jungs, aber sonst stehe ich an Inselkönigen oder Inselköniginnen in nichts nach. Mein Team, allem voran Palmbro, soll man nicht unterschätzen. Traust sich gegen mich, um meine Pokémon anzutreten? Doch sei gewarnt, ich werde mich nicht zurückhalten. Oh klar, Moment noch, klar traue ich mich. Ich bin die Inselkönigin Hapu und ich habe aus dem Glitzerstein, der mir von unserem Kapu anvertraut wurde, einen Z-Ring angefertigt. Ich habe nun also auch einen Z-Ring, so wie du, Michael. Das bedeutet, die Kapu stehen uns beiden bei. Also dann, dies ist meine erste große Prüfung als Inselkönigin Hapu. Ich werde alle meine Kraft zusammennehmen, um dich zu bezwingen. Und trotzdem werden wir gewinnen. So, wenn man schon annehmen kann, Freunde, sie tritt an für den Typus Boden. Oh mein Gott, ist ihre Blick. Bodenstahl, also fängt sie an, okay? Bodenstahl ist gerade ein bisschen Scheiß-Typ, wenn ich mal so das nett formulieren darf. Wobei, was soll sie gegen Kaipora machen? Nicht sehr viel. Oh. Wieso hat jedes Pokémon Tiefschlag drauf, Alter? Also zumindest gefühlt. Ah. Scheiß Tiefschlag. Ein Drache, ja. Scheiße, tschüss. Hier. Dann kommt ein Eis-Pokémon. Ich hoffe immer noch auf ein Mega-Libeldra. Ja, es war ja damals geplant bei Oras, dass auch Libeldra eine Megaform erhalten sollte ursprünglich, aber die Entwickler waren sich mit dem Outfit, also mit dem Aussehen von Mega-Libeldra nicht ganz einig. Super, muss man da heilen. Und deswegen haben sie am Schluss darauf verzichtet. Aber eigentlich hätte es eins geben sollen. Ein Mega-Libeldra. Deswegen hoffen wir immer noch, dass es dann, wenn es die nächste Megaform gibt, sei es bei Ultra SM oder in der 8. Gen oder so, oder bei Remix der 4. Gen und so. Das Vieh macht mir Angst. Scheiße, was mache ich gegen das? Ah, schon wieder jetzt ist es so, dass. Aber Kaipora brauche ich noch. Eisbrecher brauche ich einen Grauen noch, aber jetzt ist schon paralysiert und so alles. Ah, es ist doof, scheiße. Ja, es macht mir relativ viel Schaden. Leider. Jetzt wäre natürlich ein, ja, entwickelter Volt wäre jetzt ganz cool. Ja, ich habe eine dezente Bodenschwäche, also seine Entwicklung nicht mehr vorhanden wäre, deswegen, gut, ist ja trotzdem Bodendrache. Feuerodem und ja, Kräfte, mein Gott, das ist nicht gerade die Welt. Aber ihr seht schon, ne, es ist schon relativ stark. Wehe, ist wieder paralysiert. Wehe. Dankeschön. So, ich würde sagen, wir haben gar keine große andere Wahl. Älter ist schneller, das bringt noch ein kleines Problem.
Natürlich kein Crit, wie könnte es anders sein? Ich mache erstmal Synthese. Ich könnte es natürlich harten wollte ich gerade sagen. Einfach abwarten, weil Feuerrute hat ja nur, glaube ich, mit 10 AP oder so. Das sind jetzt mittlerweile 15. Oh, natürlich muss das passieren. So, jetzt kommt natürlich das Problem. Ich muss erstmal wieder heilen. Einfach ein Hyperheiler hin. So, hier. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Das hat einen ganz schrägen Grund. Och Mensch, hör mal auf mit deinem scheiß Para, ey. Oh, wie ich das hasse, wenn ich ständig treffen. Da kriege ich so einen Hals, Leute, ganz ehrlich. Ja, ist klar. Eine Trefferquote von 30% oder so. Dreimal ineinander natürlich paralysiert. Mhm, so sehe ich aus. So, jetzt reicht es mir. Jetzt bleibe ich paralysiert, bin ja eh langsamer. Da spielt ja gar keine Rolle. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich durchkomme. Na super, das ist natürlich auch ein Hypertrank. Ein Crit wäre mal ganz geil. So, jetzt zur Theorie. Laubklinge, erhöhte Crit-Chance. Ich wäre mal froh vom Crit. Also kein Crit, aber trotzdem die Volley. Er hat doch ein Problem. Pampros muss ich speziell angreifen. Sonst habe ich ein großes Defizit. Durch einen Bodenpunkt, das heißt, der muss Quatschutze bringen. Hätte Kaipura eigentlich auch heilen können, aber nein, da ist mir Quatschutze doch ein bisschen lieber. Weil es eine Z-Attacke frisst. Z-Boden, seismische Eruption. Oh, das wird wehtun. Auch wenn es ein Wasser-Pokémon ist, aber es wird wehtun. Klar, bis zum Erdkern. What? Das überrascht mich jetzt doch ein wenig. Scheiße, das kann ich vergessen. Ja, ja, das muss Kaipura als alleine machen. Der Schaden überrascht mich doch ein wenig. Ich meine, es ist nicht effektiv. Trotzdem macht er mir für meinen Geschmack zu viel Schaden. So, jetzt ein Crit noch. Nö, ich hatte Glück. Ja, ich bin ja nur am Heilen. Also mit den Zellattacken ist aber auch so scheiße. Vor allem, deswegen bin ich auch, gehe ich ein bisschen auf Abstand, was halt Nuzlocke Challenge betrifft hier in der 7. Gen. Weil ich meine, klar, du kannst das schon machen, ne? Gar kein Thema. Aber ist euch auch bekannt, eben Z-Attacken, die sind in der Regel ein One-Hit-KO. Jetzt kommt eine Stahlattacke. Was? Alter, aber sonst... Ey, da ist eine Stahlattacke. Warum macht Stahl auf Pflanze so viel Schaden? Vor allem, es kann ja so langsam sein im Vergleich zu Kaipura. Ja, wenn es weitergeht, muss ich gleich noch ein bisschen was opfern. Wobei, opfern ist gut, ich halte eh wieder. Ich weiß auch nicht, wenn
wenn Ultrason, Ultramon kommt, ich das Gefühl habe, yo, ich mache da einen Nuzlocke dazu. Ich glaube, ich muss jedes Mal irgendwie einfach ein Pokémon dabei haben, wo ich mir sicher bin, okay, der Gegner, Champ oder so, hat halt das, ja, das und das Pokémon, okay, dann muss ich halt das und das einsetzen, damit ich es irgendwie opfern kann. Also quasi immer irgendwie ein Opfer-Pokémon dabei zu haben. Ich wüsste sonst nicht, wie ich das sonst machen sollte. So. Ja, man Hapu Z-Moves kann. Ihr könnt schon lange. So, ich weiß, ist ja Feuer gegen Boden, aber Pampa hat eine ziemlich niedrige Spezialverteidigung. Deswegen war das relativ sicher. Yes, Flammenwurf! Na, endlich mal! Oh, super. Wasserboden, willst du mich verarschen? Ja, guck mal das an, Salamander, Idefix, haben beide vergessen. Okay, muss kein Power zurückholen. Habe noch irgendwie einen Top-Beleber. Dankeschön, ich habe noch ein paar. Ah, Gastrodon. Ja, ein 4-Champ-Pokémon, das ich immer ein bisschen gehasst habe. Vor allem aus dem Grund, weil ich es am Anfang ein bisschen unterschätzt habe und dann kamen die Gegner und Gastrodon, mich killt ständig. Das war nicht ganz so lustig. So. Oh, war das ein Krampf, ey. Mann, schon wieder der falsche. Ja, Mann, danke. Ich bin Kalpura. Ich finde mich ganz geil. Danke, Mann. Ich mag dich. Du bist mein Trainer. Das müssen mit Kalpura 3 Herzen haben. Oh, 4 sogar, krass. Ja, also mit den Herzen ist ja so etwas, was ein bisschen, das ganz bisschen fies macht, weil je mehr Herzen, desto mehr Erfahrungspunkte, desto mehr Chance, dass irgendwie auch ein Schläft oder so, oder wie war es, glaube generell bei Statuserkrankungen, dass die sich selbst heilen während des Kampfes. Also auch Paralysen so, nicht nur beim Schlafen, dass du früh aufwachst und ja, auch erhöhte Volltrefferquote und so, ist schon ein bisschen fies. Bro. Huiuiui, das hast du mir ja gezeigt, Mann. Hat echt Spaß gemacht. Das soll nicht alles geben, bin ich dir nicht gewachsen, hey, aber ich habe viel dabei gelernt, dafür bin ich dir sehr dankbar, Michael. Jeder Zeck ist auch ein Typ Boden, auch Therium Zeck genannt, gehört dir. Oh mein Gott. Wir haben einen König besiegt, ohne irgendeinen Captain gemacht zu haben. Ja, das ist echt so, hier gibt es keine Captains, oder nicht mehr, sag's mal so. Jetzt sagt ja auch noch die dazugehörige Pose, also passt gut auf. Heya! Pompro! Cool. Puh, ich muss schon sagen, du hast da wirklich einen ganz besonderen Trainer als Freund gefunden. Dann mach doch mal auf dem Weg. Zum Podium geht es dort entlang. Der Weg zum Podium führt durch den Canyon. Du wirst dort auf kampfwillige Trainer treffen. Das ist ja kein Spaziergang, das steht fest. Du musst jetzt stark sein, Lilly. Wenn irgendwas ist, dann sind Pampros nicht sofort zur Stelle. Ja, Mann. Danke, Hapu, ich werde mein Bestes geben. Ja, kann bitte mal jemand mein Team heilen? Der Canyon von Pony auf uns war eine große Herausforderung. Wir schaffen das. Psst. Wie sieht es mit meinem Team aus? Schafft es das auch? Nö, mein Team schafft es nicht. Wobei, heilt Lilly mich. Das könnt ihr mir bei ihr sogar noch vorstellen. Egal.
Tschüss, Lilly. War schön mit dir. Los, Glurak. Flammenwurf. Oder auch nicht. Da kann ich vom Pony auf uns warten. Ein großer Rasen, wir schaffen das schon. Die Schwester Joy nimmt unsere Pokémon in Obhut. Das ist doch ein ganz alter Hut. Aber trotzdem so cool, Mann. Und Glurak kommt schon wieder. Fliegen, Glurak! Ja, Mann. Ist eigentlich schon krass, dass Glurak hier, also das Flugtransportmittel ist, wenn man bedenkt, dass Glurak erst ab der gelben Edition fliegen kann. Vorher konnte es offiziell noch nicht fliegen. Das heißt offiziell auch generell nicht. Rot, Blau, Grün, Fliegen mit Glurak, kannst du vergessen. Das kann ich hier noch durch irgendwo. Für ein Item ist was Seltenes. Nö. Ein ganz normaler Top-Trank. So, Hapu besiegt. Ja, es war schon ein schlechter Kampf. Wir kennen vom Pony. Beeindrucken wir uns nicht. Das seltsame Ding hier. Was soll das, ein Wegweiser sein? Ach, Michael, nimm bitte das hier. Top-Beleber. Dankeschön. Ich werde... Ich muss stark genug werden, Mutter wohl mal. Danke, wir haben einen Ausflug sparen können. Jetzt miteinander verbringen. Ja, ist gut, ich will es mal entwickeln. Also okay, wenn du Chef bist, sollst du dir keine Pause gönnen. Jetzt hat sie mich gerade geheilt. Du bist seltsam, Roto. So, jetzt eben noch Thema, entwickeln und so weiter, aber... Guck mal, erstmal hier Salamandra. Trainer-Pokémon soll gleich mal frei sein. Das ist die einzig wahre. Was macht hier der Dorfchef hier? Ich bin Leopold. Das sind ein paar Zwillingsbrüder. Naja, Veteranen, wa? Okay, Feuer gegen Feuer. Warum eigentlich auch nicht? Was will den Kurtel machen, ne, gegen den Salamandra? Deswegen glaube ich mal, Ränkeschmied ist gar keine schlechte Option. Ja. Feuer in der Hohlhalt, wa? Ich frage mich echt, wie viel Schaden das machen würde. Ich meine, durch Dürre wird es noch verstärkt und so. Ich habe Ränkeschmied drin plus Z-Move. Also das müsste jetzt ordentlich wehtun. Aber reicht es für einen One-Hit, weil Kurtel hat ja auch viel Verteidigung, Spezialverteidigung, KP. Sollte mich zurückerinnern. Jo, hat gereicht. Kurtel. Es wird nicht besser hier bedrohen. Da kannst du mal bei mir schenken, Akani. Aber Akani ist verdammt schnell. Jo, ja, vor allem mit Turbo-Tempo natürlich. Akani, das Legendär-Pokémon war. Offiziell noch. Schwing so frei wie ein Wingal. Oder so. Schicke mal Idefix nach vorne. Ich würde Volt ungern nach vorne schicken, obwohl die Entwicklung langsam mal fällig wäre. Aber die Entwicklung ist sogar mal eine zweite Seite. Hä? Pokémon Ressort, ja, ist auch nichts Neues. Seltsam. Junge von Alo ist echt hart im Nehmen. Das stimmt. Yeah, Daumen hoch! Die Backpackerin! Ricarda. Oh, ein Feen-Pokémon.
Und Idefix findet das eine fixe Idee. Bitte was? Ein Windstoß gegen ein Gesteins-Pokémon. Ja, warum auch nicht? Ach, come on. Gut, das war jetzt ziemlich doof. Das war jetzt doof, es war ziemlich sinnlos, wegen Turbofelsen, haben wir Speed drauf. Prio 1! Tja. Ich guck gerade, ob es irgendwo wilde Pokémon gäbe, irgendeine Fläche oder so etwas. Da ist ein Doppel. Kampf. Rokara. Fähige Stein, glaube ich, wa? Ist doch eigentlich der Zeitpunkt für Volt. Ja, yeah. Volt spürt die Kraft in sich. Der Elektrobus. Okay, das war wenig Schaden. Ja, Freunde, werden es doch auf den nächsten Part verschieben müssen. Tut mir leid, aber das dauert sonst lange hier. Da schickt den Hall natürlich Volten erst schnell nach vorne, wobei ich könnte jetzt eigentlich mit der E-Petal aktivieren, weil jetzt bin ich ja, wäre eine Option. E-Petal aktivieren. Kraxler. Die Attacke gibt's noch. Na gut, 4. Gen halt, war, wenn wir schon vorher schon mal beim Thema waren. Aber egal. So, hier unten also. Die Pokémon angucken. Volt habe ich jetzt an zweiter Stelle. Vielleicht nicht ganz so intelligent. Wenn jetzt ein Doppelkampf bevorsteht, war. Jo, noch ganz kurz die Pokémon heilen. Dann eben noch dran denken, dass ich ein Ding aktivieren muss. Moment. Habe noch ihn etwas mit wenig Heilung. Eher weniger, war. Na, Idefix schafft das schon. Moment. Jetzt vergessen, E-Beteiler. So, anschalten, genau. Ja, Freunde, nächste Folge also. Endlich mal Akku entwickeln und dann, ja, wenn man einen Canyon erobern, heißt Items finden, Trainerplan machen. Und mal gucken, ob wir dann nächste Folge auch schon bereits, ja, zum Altar kommen. Noch ein Rokara. Ja. Ich würde sagen, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.